Guten Morgen. Herzlich willkommen zum November-Gottesdienst. Schön, dass ihr euch trotz November hierher gewagt habt. Ich sage immer seit Jahren, November wäre eigentlich der Monat, über den ich am liebsten drüber jumpen würde, wenn es möglich wäre. Ich habe es noch nie geschafft. Ne? Aber die gute Nachricht ist, es ist schon fast halb vorbei, der November. Ne? Und dann im Dezember wird es Weihnachten, dann wird alles wieder besser. Ne? Ja, was für mich eben interessant war, wir haben das Lied gesungen, Hosanna, und da war dieser Satz drin, God is raising up a generation. Gott ist dabei, weltweit eine echo-geschubste Generation, mit Sonnenbrillen hole ich mir gleich. Danke. Ja, sich eine Generation vorzubereiten. Wir sind gestern Abend noch kurz nach 10 in der Gemeinde vorbei, Awakening Church. Und da war eine Konferenz, Thronkonferenz Worship, 10 Uhr. Da haben die noch keine Lust gehabt, nach Hause zu gehen. Und dann um 11 Uhr waren immer noch Leute dort. Und die waren aber seit Freitagmorgen dort. Und das war für uns so, Gott ist aber raising up a generation. Junge Leute, mit meiner Haarfarbe gab es nicht allzu viele, aber eine Generation, wo man gespürt hat, diese Leute, die kennen Gott und die sind dankbar für Jesus, was er gemacht hat, und die lassen sich nicht stoppen. Ne? Und die beten Jesus an und sie beten für Situationen, und das war einfach so beeindruckend. Und ich glaube, dass diese Lieder, die wir singen, das ist nicht nur, dass wir jetzt Musik hier haben, sondern die sind Ausdruck dessen, was wir glauben, und Ausdruck dessen, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Wir beten an einem Geist und in der Wahrheit. Das ist so beeindruckend. Ne? Die Woche davor war ich mit Sibylle zusammen bei einem Intensivseminar für Church Planting, Gemeindegründung. Und es war interessant zu hören, was hier und dort passiert, auch in Europa. Wir reden ja oft über die ganz weit weg. Ne? Also einer hat erzählt, ich gehe 3-mal pro Jahr nach Bogota, die Gemeinde hat jetzt 100.000 Leute. Ich sage, ja super, da bekehren sich 300 pro Woche. Aber Dinge passieren auch in Europa. Ne? Der war aus England und hat gesagt, bei uns haben sich in diesem Jahr 300 Leute nicht nur bekehrt, sondern in die Gemeinde integriert. Europa. Ne? Das heißt, und auch in der Schweiz, man hört von hier und dort, auch in Deutschland, hier und dort sind noch kleine Dinge, aber Gott bereitet etwas vor, was wunderbar ist. Und er kämpft um seinen Namen. Es geht nicht darum, dass wir geistlicher werden, besser werden, ne? Sondern Gott sagt, der Vater sagt, weil mein Sohn den Preis bezahlt hat, wird mein Sohn viel, viel, viel Frucht säen. Und ich kann uns sagen, Glückwunsch, dass wir bei diesem göttlichen Unternehmen dabei sein können. Es ist nicht, Kreuzpunkt ist nicht eine nette Aktion, die vor 103 Jahren gestartet ist, sondern Kreuzpunkt ist, da hat Gott was in die Erde gesät. Und was Gott vor über 100 Jahren in die Erde gesät hat, das wird wachsen und wachsen und wachsen, weil er darüber wacht. Das Thema heute, unser Vater und seine Familie. Ich sage ein paar Worte dafür, warum ich das Thema gewählt habe. Ich habe im Sommer, ich glaube das war im Juni, ein paar Tage mir Zeit genommen, intensiver zu beten. Und ich mache das öfters mal, ne? Aber das war für mich so überraschend, wie plötzlich, ich bin ruhig vor Gott, mache einen Prayer Walk und dann sage ich, Gott, was soll ich dir mal sagen? Und dann höre ich ganz deutlich, wie Gott zu mir sagt, ich bin dein Vater. Ich will dich ganz neu spüren lassen und erleben lassen. Ich bin dein Vater. Natürlich wusste ich das. Ne? Ich späte auch das Vaterunser. Aber diese Herzensoffenbarung, dass Gott mir sagt, ich bin dein Vater. Vater, was willst du mir sagen? Und dann fängt er an, zu mir zu reden über seinen Charakter, über seine Güte, über seine Freundlichkeit. Wow, jetzt kann ich eigentlich wieder nach Hause gehen. Das ist so gut, Gott. Ne? Und das prägt mein Leben weiterhin, ne? Seit Jahren eigentlich. Aber ich denke, Gott ist so eine große Person und in unserem Herzen gibt es so viel Platz, dass er uns Neues geben kann. Lasst uns unsere Herzen aufmachen. Wir sitzen heute nicht, wissen wir eh schon alles, wir haben eh schon 820 Predigen darüber gehört. Vielleicht hast du es, ne? Aber gib Gott die Chance, heute zu dir zu sagen, Markus, Claudia, ich bin euer Vater. Simon, ich bin euer Vater. Simon, ich bin euer Vater. Simon, ich bin dein Papa. Und ich denke, wenn er sich uns so präsentiert, dann kommt er mit der Vatergüte.
Zweite Erlebnis, das ich hatte, das liegt vielleicht nur einen Monat zurück. Ich war mit dem Auto hierher morgens zur Arbeit und was macht man auf der Schweizer Autobahn? 120 schneller geht nicht. Man sieht die schönen Berge und die Kühe und dann bete ich und dann spüre ich so, wie Gott sagt, ich bin der Vater, ja, und ich will das auch, dass mein Leib immer mehr frisch versteht, meine Gemeinde, Kreuzpunkt. Und nächste Woche werde ich einen Vortrag halten in der Awakening Church zu den Leitern von den Kleingruppen, welches Thema Life Groups, Kleingruppen als Family. Das scheint Gott gerade wirklich wichtig zu sein, dass wir bei dem Vater zu Hause sind. Ich schaue mich hier um und ich muss sagen, wir als Gemeinde, wir haben einen Reichtum. Ich überlege jetzt, ob ich Namen sagen soll oder nicht. Es gibt gewisse Familien, ja, wo 3 Generationen hier nicht nur präsent sind, sondern wo man sehen kann, eine Familie Meder, eine Familie Frei, eine Familie Wüttrich und so weiter. Sorry, wenn ich jetzt seinen Namen nicht genannt habe. Na? Viele Familien, wo man sieht, die wir hier haben, die seit Generationen treu mit Gott leben, hingegeben. Die sagen, Gott, du bist das Wichtigste. Hey, ihr habt einen Reichtum hier am Kreuzpunkt, das ist was ganz Wertvolles. Und ich denke, Gottes Geschichte ist nicht zu Ende, sondern Gott hat was gebaut, wo er sagen kann, auf diesem guten Fundament, dass Familien über Generationen das weitergeben und dann sich noch vernetzen. Wow, da ist was Starkes da. Gott, unser Vater und seine Familie. Also ich rede nicht einer, der sagt, na, ihr habt's nicht, sondern ich sage, hey, ich staune und ich bin dankbar für das, was wir am Kreuzpunkt hier haben. Und ich sehe auch so bei uns in unserer Familie, eines der wertvollsten Dinge, die wir haben, wenn unsere Kinder zu uns kommen. Letzten Sonntag haben wir unseren Sohn mit seiner Frau noch besucht abends, gutes Gespräch gehabt, lange dort geblieben. Er sagte, hey, wir lassen uns das öfters machen. Gestern Morgen kam er, hat seine Kinder abgegeben und Kaffee trinken und der Kaffee ging dann auch so. Es ist einfach so wertvoll, ne, zu sehen, Herzen verbinden sich und es verbinden sich vor allem Herzen mit den Menschen, mit denen wir schon natürlich sowieso Verbindungen haben und lassen in diese Beziehung dann auch Gottes Reich, Gottes Wahrheit, Gottes Liebe reinfließen. Wunderbar. Ich sehe das in Rumänien, in der Gemeinde, die wir gegründet haben. Wenn wir sagen, wir waren die erste Generation, wir haben Leute damals genommen, die 15, 16 waren, die leiten jetzt die Gemeinde. Die sind jetzt Mitte 40 und deren Kinder sind Anfang 20 und die wachsen jetzt in verantwortliche Positionen rein, Jugendarbeit und so. Ne? Das heißt, dieses ganze Thema Familie, Generation, Werte weitergeben, Gottes Herz weitergeben, das ist so was Wertvolles. Gut, die ursprüngliche Idee Gottes, und damit sind wir bei der ersten Folie. Ich lese mal aus Genesis 1, einen Text, den ihr vermutlich nicht zum ersten Mal hört. Die ursprüngliche Idee, Gott und seine Familie. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Wow, das war Gottes ursprünglicher Plan. Und ich finde es wichtig, lasst uns immer wieder mal auf das Ursprüngliche zurückschauen. Der Status quo, was wir im Fernsehen sehen, News und Krieg und Chaos, passiert. Aber Gottes Herz ist hier offenbart. Gott, lasst uns Menschen machen. Das heißt, da war eine Kommunität, eine Familie, Vater, Sohn und Heiliger Geist, seit Ewigkeit zusammen. Und diese Kommunität, diese Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die war perfekt. Da gab es nie Streit, da gab es nie Mangel, da gab es nie Diskussion. Da war Respekt da. Du bist der Vater, ich bin der Sohn, ich bin der Heilige Geist. Alle waren auf dem gleichen Level Gott. Der Vater ist nicht mehr Gott als Jesus. Jesus ist nicht mehr Gott als der Heilige Geist. Alle drei sind Gott. Sie sind vollkommen, sie sind absolut, sie sind ewig, sie sind unerschaffen. Sie sind Gott.
Aber diese 3 Personen in ihrer Unterschiedlichkeit haben sich so verbunden, dass in ihrer Gegenwart Freude ist, Friede, Kreativität. Und um sie herum hat Gott irgendwann mal Engelwesen geschaffen, die ihn einfach angebetet haben, sagen, würdig, würdig, würdig bist du, heilig, heilig, heilig bist du. Der himmlische Chor, den gibt es seit Ewigkeit. Und ihr Lieben, eines Tages werden wir in diesem Chor mitsingen. Da sind wir nicht mehr hier am Sonntagmorgen, da sind wir auf der anderen Seite des Vorhangs und wir beten ihn an. Und was wir jetzt sonntagsmorgen machen, das ist Warm-up für den großen Chor, bei dem wir mitmachen werden. Und Offenbarung steht dann, unzählbar viele Menschen aus allen Sprachen, Nationen, Volksgruppen, sozialen Gruppen, die sagen, würdig bist du Lamm Gottes. Wir beten den Heiligen an. Willst du dabei sein? So, lasst uns heute nach der Predigt, wenn wir Gott anbeten, im Warm-up weitermachen. Das ist der Warm-up für die Zukunft, für die Ewigkeit, wo wir das jahrelang machen werden. Ich war am Freitag mit ein paar Leuten zusammen, die alle Jesus nicht kennen, verschiedene Dinge im Kopf haben. Und es war interessant. Und dann habe ich mit ihnen über Jesus gesprochen, natürlich, über was sonst noch. Und dann sagt einer, und dann rede ich auch, hey, Jesus hat die Tür aufgemacht, dass wir in den Himmel kommen können. Sagt er, Himmel, was soll im Himmel tun? Das ist sicher langweilig dort, ne? Und er sagt, hey, das ist nicht langweilig, ne? Gott ist ein kreativer Gott. Guck mal, wie diese Erde schon gemacht hat. Und er macht einen neuen Himmel, neue Erde. Das wird noch viel besser werden. Ja, aber jetzt ist so viel Krieg. Sag ich, ja, aber eines Tages kommt Jesus wieder und macht hier Frieden. Sagt er, glaubst du, wenn Jesus wiederkommt, die werden ihn sofort verhaften. Das habe ich zum ersten Mal gehört, ne? Man lernt ja nie aus. Ne? Jesus ist Gott, der wird nicht verhaftet, ne? Sondern wird Friede machen. Okay, was ich damit sagen will, die ursprüngliche Idee vor Augen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, so voller Leben, umgeben von himmlischen Wesen, die sie geschaffen haben, sagt, das ist so gut. Und jetzt machen wir noch was Besseres als die Engel. Jetzt machen wir Lebewesen, Personen nach unserem Bild. Das heißt, unser Bild ist, unsere Wesensmerkmale, wir können denken, wir können fühlen, wir können lieben, wir haben Verantwortungsbewusstsein. Solche Wesen wollen wir machen. Und die 3 waren sich natürlich eins. Lasst uns, Plural, und sie haben dann dich und mich und unsere Vorfahren geschaffen. Das heißt, in jedem Menschen, egal in welcher Kultur, ist etwas von der Gottesähnlichkeit geschaffen. Je mehr wir uns von Gott wegbewegen, desto mehr wird es verzerrt. Aber die Grundidee, ein Wesen, das Gefühle hat, das denken kann, das Verantwortungsbewusstsein hat und das Gefühl hat, ich brauche Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe, das ist in allen Menschen drin. Das sind 4 Punkte. Denken, Gefühle, Verantwortungsbewusstsein, Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das Ebenbild Gottes, so hat Gott uns geschaffen. Und dann hat er noch gesagt zu den Ersten, schaut mal, der ganze Garten, alles gehört euch, ihr kennt das noch. Es war ein Ausdruck der Fülle. Gottes Herz ist nicht, aber das nicht und das nicht. Nee, hey, ich bin gut, ich bin ein guter Vater und die Trinität, was wir erleben, ist wunderbar. Ich geb's euch, schaut den Garten an. Hey, aber vergesst nicht, ich bin der Schöpfer. Seid Geschöpfe. Da ist ein Zaun ein mentaler Zaun, kein physischer Zaun. Und dann ging es schief, wir kennen das, das ist nicht meine Geschichte, aber der Ausdruck ist, dass Gott hier gesagt hat, ich will Gegenüber haben, ich will Freunde haben, die untereinander auch das weitergeben können. Lass uns Menschen machen. Und er schuf sie als Gebärende und Nicht-Gebärende, die moderne Terminologie, ne? Ob es glaubt oder nicht, ne? Es gibt jetzt, ich kenne es nicht in der Schweiz, aber in Deutschland gibt es jetzt 3, 4 Bundesländer, die gerade das ausarbeiten. Also die Gesetzesentwürfe sind fertig, dass die Begriffe Vater und Mutter nicht mehr benutzt werden sollen, weil das Tradition ist und weil es diskriminierend ist, sondern es werden Begriffe benutzt, gebärender Teil und nicht gebärender Teil. Oder Elternteil 1, Elternteil 2. Habt ihr das schon mal gehört? Noch nie gehört? Okay. Das sind jetzt keine irgendwelche abstrusen Dinge, ne? Das sind offizielle Regierungsprojekte, die gerade in Arbeit sind. Ne? Okay, und deshalb ist es für mich so wichtig, dass wir wirklich gucken,
Was steht im dicken Buch? Ne? Er schuf sie als Mann, nicht als Pascha, sorry guys, er schuf sie als Mann und als Frau. Und woher kommt die Frau? Von der Rippe des Mannes. Was ist damit gesagt? Das heißt, Mann und Frau sind gleichwertig, haben unterschiedliche Bestimmungen und Rollen, aber in der Einheit sind sie das Abbild Gottes. Der Mann alleine nicht, der Frau alleine nicht, in der Einheit, in ihrem Zusammensein. Und die Frau kommt von der Rippe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mit Sibylle nicht gut kommuniziere, nur Kopfinformationen weitergebe, hallo, damit bin ich nicht zufrieden. Ihr Männer, kennt ihr das? Nein, okay. Dann rede ich halt zu mir jetzt, gut. Die Sache ist die, weil die Eva von der Rippe von Adam kommt, ne, hat Gott die Frau so geschaffen, dass sie in unserem Herzen zur Ruhe kommt, uns hört und spürt. Nicht nur Informationen über was zu tun ist oder nicht zu tun ist, welches Geld ausgegeben und nicht, sondern dass die Frau ruht hier in unserem Herzen. Ne? Das heißt, sie will spüren, was beschäftigt uns, was freut uns, was macht uns Herausforderungen. Ne? Da ist die Frau zu Hause in unserer Rippe. Okay, und so hat Gott das ursprünglich geschaffen. Mann und Frau zusammen in ihrer Einheit als Widerspiegelung Gottes. Und dann hat er ihnen noch ein Mandat mitgegeben. Sagt der ganze Garten, hey, seid fruchtbar und mehret euch. In den Menschen ursprünglich reingelegt ist die Kapazität zur Reproduktion. Und das ist Teil unseres Mandats, nicht als Pflicht, sondern so sind wir geschaffen. Das ist in uns drin, dass, weil Gott gut ist und weil Gott gegeben hat in der Schöpfung und uns geschaffen hat, sagt er, ihr seid Abbild des Schöpfers, ihr könnt was schaffen, ihr könnt reproduzieren, ihr könnt weitergeben. Und das war die ursprüngliche Idee. Und das mal zum Ersten. Und die ganze ursprüngliche Idee ist Familie, Gemeinschaft der Trinität, spiegelt sich wieder in der Familie. Und Gott sagt, mehrt euch. Ich will diesen Planeten füllen mit Familien, mit Mann und Frau, die Kinder haben, die wieder Kinder haben und die über Generationen die Liebe des Schöpfers, die Anweisungen des Schöpfers, die Kraft des Schöpfers weitergeben. Und so wird der Planet gefüllt. Das war der ursprüngliche Plan, Halleluja. Dann lief schief, aber Gott ist trotzdem daran interessiert. Und jetzt, als Jesus kam, der zweitwichtigste Auftrag von Jesus war, den Vater zu offenbaren. Der wichtigste Auftrag war, für uns zu sterben, die Schuld zu bezahlen, den Vorhang aufzumachen, dass wir den Vater sehen können. Aber dann ist die zweite Folie. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Keine Religion hat Gott als Vater erkannt, beschrieben, erlebt. Das ist Revolution. Als Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was sagt der Vater? Also 2 Verse vorher sagt Philippus, wo ist der Vater? Er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Interessant. Man baut nicht Wege, damit man ständig nur auf dem Weg ist. Man baut Wege, man kreiert Wege, um zum Ziel zu kommen. Er sagt, ich bin der Weg zum Vater, dass er nach Hause kommt. Und das ist eigentlich der Auftrag von Jesus, die Tür aufzumachen, den Vorhang zu zerreißen, uns zu reinigen mit seinem Blut, dass wir sagen können, Daddy, hier bin ich. In all meiner Schwachheit, bei dir bin ich zu Hause. Dafür bin ich geschaffen, um bei dir zu Hause zu sein. Das ist das Beste, was Gott uns zu bieten hat. Durch das Evangelium, durch Jesus versöhnt, beim Vater zu Hause zu sein. Und das Wesen des Vaters, wir sind zu Hause bei ihm. Wir haben unsere Identität von ihm. Woher kommen wir? Ja, meine Eltern halt. Ne? Mein Vater war irgend so ein Mann, der hat sehr viel getrunken gehabt, hat mit einer Frau am Abend und am nächsten Tag, dann war eine Frau schwanger und so kam ich halt. Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Nee, egal was deine biologischen Faktoren sind. Klar, Mann und Frau kamen zusammen, aber egal welche sozialen Umstände, wenn du ein Kind von Jesus, ein Kind Gottes bist, Jesus aufgenommen hast, dann hast du eine klare Identität. Johannes 1,12, alle, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, denen gab er die
die Vollmacht, griechischen Exousia, die Autorität, Geburtszertifikat, Kinder Gottes zu sein. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, wenn du wüsstest, wie letzte Woche. Nee. Du hast ein Geburtszertifikat. Du hast eine Geburtsurkunde. Du gehörst dem Vater. Du hast eine klare Identität. Du kommst von Gott. Das ist nicht New Age, ich bin das Göttliche. Nee, Gott, Jesus kommt in dein Leben, deshalb ist Gott in dir. Wo gehst du hin? Du gehst nach Hause zum Vater. Was machst du auf dieser Erde? Ich bereite mich für den Vater vor. Ich repräsentiere den Vater. Ich lade viele Leute mit ein. Komm mit mir zum Vater. Jesus hat den Vater offenbart als absolute Sicherheit. Johannes 10, 29. Niemand kann dich aus der Hand des Vaters reißen. Römer 8, der ganze Abschnitt. Wenn Gott für ist, wer kann gegen dich sein? Der Vater ist für dich. Er hat seinen Sohn gegeben. Das Beste. Hast du in deinem Leben irgendwelche Defizite? Haben wahrscheinlich alle. Aber nimm diese Defizite und sag, Vater, das Beste hast du mir schon gegeben, Jesus. Und dann wirst du mir mit diesem Besten, das Teuerste, was dich am meisten gekostet hat, wirst du mir auch alles geben, was notwendig ist, damit ich im Vater sicher bin, geborgen bin. Ihm zu gefallen, das ist die Motivation für unser Handeln. Jetzt mache ich ganz kurz hier der dritte Punkt, Kind oder Weise. Ich habe viele Gemeinden Kontakt gehabt oder Familien und manchmal gibt es Konflikte, aber es glaubt oder nicht. Ich habe schon Familien erlebt mit Konflikten, Gemeinden und manchmal wird es dann so als theologisches Problem verkauft, aber häufig ist das eigentliche Problem, dass wir nicht die Sicherheit der Kindschaft haben. Was macht ein Kind aus? Mein Vater wird sich um mich kümmern. Ich muss nicht für mich selber Recht schaffen. Ich muss mir nicht beweisen, dass ich besser bin, dass ich mehr weiß. Ich muss nichts beweisen. Ich muss nicht meinen Platz erkämpfen. Mein Vater liebt mich. Und mein Vater wird mich befördern, wird mir geben, was ich brauche. Warum? Weil ich den Vater kenne und weil ich beim Vater zu Hause bin. Ein Weise kennt diese Liebe des Vaters nicht. Ein Weise ist sein Leben lang auf der Suche, wer liebt mich? Woher kriege ich Zuwendung? Wir haben in unserer Zeit in Rumänien, das kennt Dora sicher auch, mit vielen Menschen zu tun gehabt, die ohne Eltern aufgewachsen sind. Und wir haben dann solche Leute bei uns in die Bibelschule genommen und haben erstaunliche Transformationen in ihrem Leben erlebt. Eine davon, die lebt in Amerika, verheiratet, beeindruckt, wie sie ihre Kinder erzieht, weil sie erlaubt hat, dass der Vater ihr Herz heilt. Wir haben eine andere, die wir zu uns genommen haben, die bei uns gelebt hat jahrelang, die aber diesen Prozess nicht zugelassen hat und die heute noch voll wie ein Weise tickt. Das heißt, sie ist jetzt Richtung 50, über 40, und sie ärgert Menschen noch, um Zuwendung zu bekommen. Sie ist auf dem Niveau stecken geblieben. Ich bin ein Weise, sagt sie nicht so, aber sie verhält sich, wer gibt mir Zuwendung? Und sie fühlt sich am liebsten alleine in ihrem Zimmer mit ihren 2 Vögeln. Und sie lebt mit dieser weißen Mentalität weiter. Und in Gemeinden haben wir oft erlebt, dass ein Leiter zu wenig Beachtung bekommen hat. Und was tut er dann? Dann findet er irgendwie die Schuld bei jemandem, der ihm nicht die Zuwendung gibt, der nicht die Anerkennung gibt. Und dann wird es ungemütlich. Oder jemand muss seine Macht demonstrieren, um in einer Demonstration der Macht dann zu zeigen, ich bin wichtig, ich bin gesetzt. Okay, das können wir ein ganzes Thema drüber machen, aber nur um das zu zeigen, wenn eine Gemeinde, wenn eine natürliche Familie nicht darin ruht, wir sind vom Vater geliebt, dann kommen andere Denkweisen zur Geltung. Wir nennen das so der Spirit of Orphans, die Waisenmentalität. Okay. Und das sieht in Geschwister Konkurrenten, sieht in Geschwister nicht irgendwo, dass wir zusammengehören. Jetzt noch kurz ein Gedanke. Haben wir die Uhr da oben, das stimmt glaube ich nicht ganz. 35 Minuten habe ich jetzt nicht mehr. Nicht absichtlich. Könnt ihr das irgendwie korrigieren, dass ich weiß, wenn ich zu landen habe? Der 4. Punkt hier, es ist die Ehre des Vaters, seine Familie zu zeigen. Mit diesem Vers
Das ist eine Aussage von Gott, die Gott sagt durch Paulus. Vielleicht hast du in deiner Familie Schwierigkeiten, Herausforderungen. Vielleicht siehst du in der Gemeinde Situationen, wo du denkst, wie kann man auch und so weiter. Ne? Die Ehre des Vaters, so soll jetzt den Fürsten und Gewaltigen des himmlischen Bereichs durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit kundgetan werden, nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus Jesus, unseren Herrn, ausgeführt hat. Ein paar Sätze dazu. Ich stelle mir oft so vor, Gott sagt, das ist meine Familie. Die Gemeinde ist ja keine Institution. Er sagt die Gemeinde, Kreuzpunkt ist meine Familie, deine natürliche Familie. Gott sagt, das ist meine Familie. Ich habe das ursprünglich initiiert. Und er sagt, es ist meine Wonne, meine Freude, mein Ehrgeiz, den Mächten und Gewalten, sogar der unsichtbaren Welt zu zeigen und der sichtbaren Welt zu zeigen. Ich allein bin fähig, aus Menschen, die unterschiedlich sind, aus Menschen, die verletzt sind, die ihre Geschichte haben. Ich bin Gott. Und ich bin voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller rettender Liebe. Ich baue etwas zusammen, was meine Handschrift hat. Nimm das mit für deine Familie. Nimm das mit für Kreuzpunkt, für deine Perspektive für Kreuzpunkt. Über Kreuzpunkt steht geschrieben, Eigentum von Jesus Christus. Menschen, die erkauft sind mit dem Blut von Jesus Christus. Menschen, die die Familie des himmlischen Vaters sind. Kreuzpunkt ist eine Familie, die gehört dem himmlischen Vater. Und der himmlische Vater sagt, ich kenne jeden und ich weiß, wie sie sind. Sie machen gelegentlich Fehler, auch die Heiligsten. Sie machen manchmal Fehler, aber es ist meine Familie. Ich werde dafür sorgen, dass in meiner Familie Vergebung passiert. Wow. Dass in meiner Familie das Richten rausgeschmissen wird. Wow. Dass in meiner Familie eine Haltung von Ermutigung, von Unterstützung immer mehr gepflegt wird. Das ist meine Ehre. Und lasst uns in unserem Geist darin zur Ruhe kommen, dass Gott der Anfänger ist und dass er auch der Vollender ist und dass es wenn es mal Ehrgeiz ist, ne? Im positiven Sinne, seine Ambition, seine Passion, sein Herzschlag ist. Ich will zeigen, ich bin ein guter Vater und ich zeige es den mächtigen Gewalten. Ich baue etwas zusammen, was Einheit hat. Ich baue etwas zusammen, dass Menschen, die unterschiedlich sind, die werden sich lieben können, die werden sich ermutigen, weil ich in ihrer Mitte bin. Ich bin ihr Vater. Und dann gibt es einen Vers, der mir auch im Juni, der mir Gott ganz stark aufs Herz gelegt hat, als Gott zu mir darüber geredet hat, ich bin dein Vater. Das ist der letzte Vers im alten Bund. Das finde ich faszinierend. Ne? Der alte Bund hört auf. Gott wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land schlage mit dem Bann. Ich verstehe diesen Vers so. Gott wird das Herz der Väter und der Mütter, hier geht es um Elternschaft, wird er den Söhnen und Töchtern zuwenden. Und das Herz der Söhne und der Töchter ihren Vätern und Müttern. Das ist Gottes Ratschlag, Gottes Plan, Gottes himmlische Dekret. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Das hat Gott sich vorgenommen. Und ich weiß in meinem Leben, ich habe keine perfekte Vaterbeziehung gehabt. Ich war sehr verletzt von meinem Vater. Mein Vater war oft jähzornig, hat getrunken. Ich war verletzt von ihm. Und dann bin ich Christ geworden, Jesus kennengelernt, den himmlischen Vater kennengelernt. Und wenn man den himmlischen Vater kennenlernt, dann merkt man, oh, ich bin ja so verletzt. Und dann habe ich den Prozess angefangen, meine Verletzungen, Vater, heile mich. Und Gott hat vieles getan. Und dann kam aber der Tag, wo Gott zu mir gesagt hat, übrigens, du hast auch deinen Vater verletzt. Habe ich das? Aber ich war rebellisch bis zum geht nicht mehr. Ne? Der hat es ja verdient. Ne? Wie soll ich es sonst machen? Gott sagt, nee, guck mal, deine Rebellion hat in seinem Herzen etwas zerstört. Und ich war damals Student, in Tübingen, Theologiestudent. Okay, ich gehe meine Eltern besuchen. Und abends saßen wir zusammen im Wohnzimmer. Und ich habe gedacht, ich mache das so jetzt ganz cool. Ne? Ach, übrigens, Vater, was ich dir noch sagen wollte, ich war manchmal nicht so gut, war rebellisch. Das war mein Plan. Ne? Und ich kann euch sagen, ich fange an, sage, du Vater, ich möchte dir was sagen. Ich habe gesehen, dass mein Verhalten dich sehr verletzt hat. Vater, es tut mir so leid, wo ich so rebellisch war, wo ich so dich übel behandelt habe und so Negatives dir gesagt habe. Und in dem Moment
ist ein Stein in meinem Herzen zerbrochen. Es war so, Gottes Licht kam wieder mal in mein Herz und hat mir gezeigt, Rebellion hat mein Herz hart gemacht wie ein Stein. Nicht nur ihm gegenüber, das tragen wir natürlich mit uns, was wir da in den ersten 6 Jahren an Verhaltensmuster aufbauen, den Eltern gegenüber. Und dann hat Gott mir auch gezeigt, Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst im Lande. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Ja, was soll ich ehren? Da hat Gott mir gezeigt, guck mal, was mein Vater alles für mich gemacht hat. Und plötzlich hat mein Blick sich verändert und ich konnte positiv sein. Und ich glaube, dass das die Dinge sind, die Gott heute betonen will. Ne? Die Zuwendung der Herzen der Generationen. Mit Respekt, also wir erleben das mit unseren Kindern, wir reden mit ihnen, die sind jetzt in ihren Anfang 30, Mitte 30. Hey, wie war deine Erziehung eigentlich für dich? Ne? Und wir reden offen und ehrlich drüber. Also interessanterweise sagen sie viel Positives. Ne? Und sagen dann, es war wertvoll für sie, dass wir ihnen viel Freiheit gelassen haben. Und ich erinnere mich an eine Diskussion mit meinem Sohn, wo er keine guten Wege ging. Er war 16, hat in Deutschland gelebt, wie in Rumänien. Ich rufe an und am Telefon sage, hey, das kannst du so nicht machen und so, ne? Bla bla bla. Und er sagt, hey, wer bist du, mein Vater oder mein Pastor? Wenn du als Pastor redest, leg das Telefon auf. Klängen. Und da habe ich natürlich eine Entscheidung gefällt. Ich bin der Vater. Ja? Und ich denke, das hat dann, wir sind dann nach Deutschland gezogen und das hat sein Leben wieder auf den richtigen Bahn gebracht. Ne? Wir haben eine sehr gute Beziehung, aber dieser Moment war für mich so wichtig, ne? Welche Rolle nehme ich ein? Und jeder von uns hat nur einen Vater. Und diejenigen von uns, die Väter sind, lass uns das bewusst vor Augen machen. Die Rolle, die wir haben, können nur wir einnehmen. Und durch uns, jetzt rede ich zu den Vätern, durch uns Väter kann Gott unseren Kindern etwas zuteilen, etwas Realität werden lassen, was er nur durch uns kann. Vaterschaft. Die Zuwendung von Güte, von Freundlichkeit, von Wertschätzung, auch Grenzen setzen, auch Disziplin. Aber irgendwann ist die Erziehung zu Ende. Irgendwann haben wir gemerkt bei unseren Kindern, selber verantwortlich, du willst das machen. Go for it, ne? Aber erst so, als du sagen 17, 18, so in dieser Altersstufe, ne? Aber du bist für die Konsequenzen verantwortlich. Und alle 3 haben eigentlich gute Lernprozesse gemacht. Manches ein bisschen holprig, manches weniger holprig, aber sie sind auf dem Weg, wo sie reif sind, wo sie mit Verantwortungsbewusstsein leben, wo sie erfolgreich sind und wo sie uns gegenüber eine sehr positive Beziehung pflegen, weil sie uns nicht erlebt haben als die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Okay, in frühen Kindheit ja, wir reden jetzt über diese prägenden Jahre, späte Teenager bis junge Erwachsene. Ja. Und ich glaube, da steckt so viel drin, die Ehre des Vaters, seine Familie zu zeigen. Und er selber sagt, ich mache einen Prozess heute in Gange weltweit. Und ich höre das in verschiedenen Plätzen, wo die Herzen der Generation sich wieder neu zuwenden. Es ist nicht so, dass die Alten die Jungen nicht brauchen oder andersrum, beides. Ne? Es ist so viel Potenzial in dem generationenübergreifenden. Und manche praktizieren das, ne? Familie Wiedrich, Familie Meder und. Da hat es so viele Familien hier, die diese mindestens 3, sogar 4 Generationen Modelle leben. Und ihr Lieben, das ist Reichtum, das ist wichtig, das ist gut. Ne? Das ist ein Ausdruck dessen, was Gott mit der ursprünglichen Idee gesagt hat. Okay, man könnte noch so viel dazu sagen. Aber da oben ist jemand, der mich beobachtet. 9:26. Der Vater und seine Familie. Die natürliche Familie. Ich habe das nochmal umgeschrieben. Das heißt, drückt sie aus durch Liebe, durch Annahme, durch Wertschätzung, Vertrauen. Das sind die Dinge, die Gott uns in der natürlichen Familie mitgeben will. Wenn wir in der Familie es schaffen, offen und ehrlich zu sein, über unsere Freude zu reden, über unsere Wünsche, über unser Versagen, über Dinge, die nicht so gut sind, das ist der stärkste Platz der Heilung, den Gott uns geben kann. Und ich will euch ermutigen, lebt das in euren Familien immer mehr aus,
diese Offenheit. Aber diese Offenheit heißt auch Respekt, wo Grenzen sind. Das ist für uns auch noch weiterhin ein Prozess, ne? Den Bereich zu erkennen. Da ist ein gemeinsamer Bereich von Offenheit, da ist ein Bereich Privacy. Ja. Aber diese Bereiche sind so wichtig, weil Gott die Möglichkeit uns gegeben hat, offen zu sein, Hingabe ineinander zu haben. Das ist die natürliche Familie. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der Vater und seine Familie, die geistliche Familie. Was im Garten Eden angefangen hat, wird jetzt bis zur Wiederkunft Jesu restauriert. Nicht in Vollkommenheit, aber das ist der Grund für die Geschichte heute. Dass Gott das, was er in Eden eigentlich machen wollte, was gut angelegt war, was dann schief lief, das restauriert er jetzt. Das heißt, der Weg zum Vater ist offen. Weil der Weg zum Vater offen ist, haben wir die Liebesressourcen vom Himmel, um andere Menschen zu lieben und uns an andere Menschen hinzugeben. Das ist einer der Gründe, warum es Gemeinde gibt. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir Teil von Gemeinde sind, nicht Teil von einer Institution. Und jetzt bin ich mit einigen Pastoren unterwegs in den letzten Jahren und ich merke, dass es so wichtig ist, dass wir Gemeinde nicht als Institution sehen, sondern als Familie. Das ist der Herzschlag von Gemeinde, Familie, Beziehungen mit dem Vater verbunden und mit Vater, durch den Vater miteinander verbunden. Wie drückt sich die Zugehörigkeit zu Gottes Familie aus? Und da ist uns ein wichtiger Satz noch in den Sinn gekommen. Das sind meine Geschwister, sagt Jesus. Menschen, die den Willen meines Vaters tun. In dem Maße, wie jeder von uns sagt, Vater, ich anerkenne dich als den Vater, der gut ist, der mich liebt. Ich anerkenne dich als den, der alle Sünden vergibt und der Gerechtigkeit schaffen wird. Ich muss nicht richten, Gerechtigkeit schaffen. Ich bin privilegiert, Gnade zu empfangen und ich bin privilegiert, Gnade weiterzugeben, Ermutigung weiterzugeben. Wenn wir das leben, dann sind wir in dem Willen Gottes. Und da, wo wir in dem Willen Gottes sind, da erleben wir die geistliche Familie als einen Ausdruck des Herzschlages Gottes. Ich lese hier noch zum Schluss diesen kurzen Abschnitt vor Apostelgeschichte. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Ich finde diesen letzten Satz so ermutigend. Gott fügte hinzu. Warum konnte Gott hinzufügen? Weil es Familien gab. Die Gemeinde als Familie, mit offenen Häusern, offenen Türen. Andersrum gesagt, warum soll Gott uns mehr Menschen geben? Oder ja, eine Familie hat 3 Kinder. Warum sollen sie ein 4. und ein 5. Kind haben, wenn sie für die ersten 3 nicht gut sorgen können? So sagt Gott zu uns, warum soll ich euch mehr Kinder geben, wenn die Kinder, die da sind, nicht integriert sind, nicht Zugehörigkeit erleben? Deshalb ist das ganze Thema von Gemeindewachstum ist in erster Linie nicht mehr evangelisieren. Das ist nicht falsch, ne? Da können wir sicher wachsen. Aber ich denke, die erste Phase ist, sind wir zu Hause beim Vater? Bist du zu Hause beim Vater? Bin ich zu Hause beim Vater? Und sind wir als Geschwister miteinander zu Hause beim Vater? Man kann das Leben von Jesus so ausdrücken, er hat eine Beziehung nach oben gehabt, zum Vater, Beziehung zu seinen Jüngern und
Und das hat die Energie gegeben, Beziehung nach außen. Und wenn diese ersten beiden Komponenten nicht da sind, die Beziehung zum Vater, ich bin geliebt, bleibt in meiner Liebe, sagt er. Das ist ein Gebot, bleib in der Liebe des Vaters. Ich bin wertgeschätzt, ich bin einmalig, danke Vater. Ich habe ein Leben, das ich jetzt leben will, sodass es Sinn macht für dich und für meine Mitmenschen. Und das kann ich nicht allein leben. Trinität ist Community. Ich will in Community, in Family leben. Und dann haben wir Ressourcen von Leben. Und dann, wenn wir sagen, Evangelisation, dann ist es kein Programm. Wir sagen, wir sind so voll. Wir haben etwas, Leute, den größten Reichtum. Wir kennen den Vater. Wir sind vom Vater gelebt. Und wir lieben einander. Komm mit. Komm und seh. Gott fügte hinzu. Sie hatten alles gemeinsam. Ja, das ist wahrscheinlich historisch, war das eine einmalige Sache, aber die Grundidee zu teilen zieht sich sicher durch das Neue Testament. Das ist auch der Ausdruck des Herzens des Vaters. Das Herz des Vaters sagt, ich teile. Ich gebe euch meinen Sohn. Ich gebe euch das Beste. Und so ist das Herz des Vaters in der Gemeinde damals total stark sichtbar geworden. Und Gott tat hinzu. Was machen wir jetzt mit diesen ganzen Dingen? Erstmal ein Schluck Wasser. Meine Verletzung, die ich hatte von meinem Vater, habe ich am Anfang eine Zeit gehabt, wo ich Gott nicht so richtig, dem Vater nicht so richtig vertrauen konnte. Ich habe mit ihm geredet, habe mir was gesagt und habe das Gleiche getan, wie ich meinem leiblichen Vater getan habe. Ich konnte meinem leiblichen Vater manchmal nicht vertrauen, nicht glauben. Wir haben auf dem Bauernhof gearbeitet, er hat ein Bier zu viel gehabt und dann musste ich immer noch gucken, ob er es richtig gemacht hat, als Teenager. Und so, die Geschichte mit Gott ist so, wenn wir noch verletzt sind von unserem Vater, dann überträgt sich das auf Gott. Und das ist so wichtig, dass wir jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir den Vater reinlassen, sagen, Vater, heile uns. Übrigens gibt es nach dem Gottesdienst, direkt nach der Predigt, hörendes Gebet, prophetisches Gebet. Wir haben ein paar Teams, die da hinten dienen. Ihr seid alle dort. Ne? Also wer heute sagt, ich möchte wirklich jetzt mit diesem Thema mein Herz öffnen und möchte persönliches Gebet, herzliche Einladung. Da sind Gebetsteams, die für euch beten, hören, segnen. Es gibt Leute hier, die wahrscheinlich mit dem Begriff Familie nicht viel anfangen können. Familie, Horror, weil viel Negatives geschehen ist. Da möchte ich auch dafür beten, dass Gott Gnade gibt, dass Dinge geheilt werden. Menschen kommen aus Familien, die zerrüttet sind, geschieden, getrennte Familien. Und da sind wir nicht mit dem Zeigefinger hier, um irgendjemanden zu richten, sondern wir sagen, die Gnade Gottes reicht aus, um Heilung zu bringen für die schlimmsten Situationen. Und manchmal bin ich überrascht, wenn ich Biografien von Leuten lese, die ganz schlimme Vergangenheit hatten. Und da denke ich, Mann, der hat eine viel schlimmere Vergangenheit als ich. Aber der ist so viel mehr am Saft als ich. Ne? Gott, was habe ich da noch zu lernen? Ich denke auch die schlimmsten Verletzungen, Enttäuschungen, Brutalität. Also ich habe es gehört von Chris Wallington. Ne? Seine Mutter hat 3-mal geheiratet, viel Gewalt und alles Mögliche. Ne? Und ich denke, Mann, was können solche Leute erleben? Von Gott so stark gebraucht. 70 Jahren. Es gibt Leute hier vermutlich, die sagen, Familie, habe ich mir auch mal gewünscht, aber hat nicht geklappt. Jetzt bin ich einsam und ich leide da richtig drunter. Ich sehne mich so nach einem Partner. Nimm dieses Bedürfnis, dein Bedürfnis nach Gemeinschaft ist gut, richtig, aber bring es zum Vater. Und sag, Vater, füll du dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft mit deiner Liebe, mit deiner Nähe. Dass wir nicht aus dem Defizit heraus unsere Beziehung schnell suchen müssen. Aus dem Defizit, obwohl ist jemand, der mich versteht, der mich liebt. Nee, Defizit ist nicht die Voraussetzung für eine gute Beziehung, sondern die Voraussetzung für eine gute, erfüllte Beziehung ist, ich bin geliebt und als Geliebter will ich lieben. Und da wird Liebesfähigkeit freigesetzt und so wird die Familie gesund und so wird die Gemeinde gesund. Ich möchte jetzt einfach für uns alle beten
Ich denke, wir sind eine Familie als Gemeinde, Kreuzpunkt. Ich möchte jetzt dafür beten, dass Gott uns dient in diesen Bereichen. Seid ihr dabei? Vater, zuerst möchte ich für die Menschen beten, die alleine sind, die sich einsam fühlen, die Schmerzen haben wegen Verlust oder Schmerzen, die den Partner nicht gefunden haben, Partnerin. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt die Liebe des Vaters ganz konkret in diese Herzen reingehst. Und ich möchte die Menschen, wir machen jetzt keine Handzeichen, keinen Aufruf, nichts, aber ich möchte die Menschen ermutigen, die sich da angesprochen fühlen. Öffne dein Herz dem Heiligen Geist gegenüber. Denn die Bibel sagt, die Liebe Gottes, des Vaters, ist hineingegossen durch den Heiligen Geist in dein Herz. Öffne dein Herz. Das heißt in einem Psalm, Gott ist ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Genau dafür ist Jesus gekommen. Er macht dir die Türe auf, bereitet den Weg, dass du beim Vater zu Hause bist. Und ich segne dich, dass du das Zuhause beim Vater erlebst, wie noch nie in deinem Leben. So real, so nahe, so stark. Vater, ich bitte dich jetzt für die aus zerbrochenen Familien kommen. Gib ihnen Gnade zu vergeben. Und ich möchte euch das als Ermutigung auch hier mitgeben. Lasst los. Vorwürfe, Schuldzuweisung, die blockieren nur. Das halt nicht. Lass Schuldzuweisung los. Lass Bitterkeit los. Lass Enttäuschung los. Halt nicht fest in deiner Enttäuschung. Lass los. Und Heiliger Geist, wir laden dich bewusst ein, dass du hier Heilung bringst. Dass ich sehe Felsbrüche von Bitterkeit, dass diese Felsbrüche von Bitterkeit jetzt ausgeräumt werden, sodass die Herzen frei sind, Gnade und Liebe zu empfangen. Vater, ich bete für alle, die verheiratet sind, dass du in neuer Frische deine Liebe ausgießt über jeden Ehebund. Dass da, wo wir müde geworden sind, unseren Partner zu lieben, zu vertrauen, Vater, bring frisches Öl in unsere Ehen, frisches Öl, dass die Herzen sich neu begegnen. Frisches Öl, dass wir den Mut haben, uns zu öffnen, uns zu vertrauen, uns neu zu nähern und aus dieser neuen Nähe und Intimität heraus die Gnade des Himmels erleben. Freude in der Einheit, Ergänzung in der Einheit, Schutz in der Einheit. Vater, ich bete für uns als Kreuzpunkt. Wir sind eine Familie und wir halten nochmal bewusst hoch. Du sagst, Kreuzpunkt meine Familie. Es ist meine Freude, durch meine Familie zu zeigen, dass ich gut bin. Und ich schließe ab mit dem Gebet, das Paulus gebetet hat für die Gemeinde in Ephesus. Und wir beten das für uns als Gebet für Kreuzpunkt. Ich bete es auch für mich persönlich, wenn ich nachts wach bin. Ich habe es auswendig gelernt, Epheser 3. Vater, und ich spreche es jetzt für uns als Kreuzpunkt. Vater, wir beten unsere Knie vor dem Vater, von dem jede Familie den Namen bekommen hat. Vater, dass du uns gibst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, dass wir durch die Kraft des Himmels gestärkt werden am inneren Menschen. Und dadurch der Christus, der gesalbt in unseren Herzen wohnt, und wir in der Liebe gewurzelt sind und gegründet sind und mit allen Heiligen erkennen, was die Breite deiner Liebe, die Länge deiner Treue, die Höhe deiner Herrlichkeit, die Tiefe deines Erbarmens ist. Und
und die Liebe des Christus erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Vater, wir danken dir, dass du ein Werk angefangen hast im Kreuzpunkt und bei jedem von uns. Und du bist der Vater, der mehr tun kann als alles, was wir uns ausdenken oder erbitten, zur Ehre deines Namens. Danke, Vater. Amen.